Ja, grüß euch benannt und einen Sackerschgurden. Jetzt Kasperl. Leute, wir machen weiter. Ich habe euch einen Schmankerl mitgebracht. Vom 24.07.21 die streamende Zusammenfassung. Wir schauen das Ganze bei Rendern hochladen. Richtig, so ist es. Und das Ganze ist betitelt mit kurze Zündschnur und gibt eine 7,5 auf der Daniel-Richter-Skala. Also gehobener Met-Level, Stimmung neutral. Ich erwarte einiges. Reini ist damit beschäftigt, Urlaub zu machen. Richtig. Schön. Gut, Leute. In diesem Sinne. Bleibt mir immer mehr zu sagen, außer hockt euch hier, mehr. Reißt's euch Ahoi auf. Mir ging einer. In rein. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst, Leute. Ihr unterschätzt das immer. Ja, ihr unterschätzt es. Rendern und Hochladen, das sind mindestens 2 Klicks. Es ist ja klar, diese wunderschöne Alarmanlagen-Melodie. Es schalmeite übers Schanzengrundstück. Und man sieht's. Schaut es euch an. Der links, ja, läuft da auf und ab. Die anderen mal ein bisschen näher ans Tor, ein bisschen weiter weg. Ne, da hinten sitzt jemand. Bisher, ich sehe nichts, wo ihr jetzt sagen würdet, das wäre jetzt strafrechtlich relevant. Also ihr seht, wie das... Wie ihr seht, seht ihr gar nichts, weil ich ein Vollidiot bin und hier diesen Schittel noch drin hatte, jetzt hat. Ne? So. hier abläuft, vor allem am Wochenende. Es wird rumgebrüllt wie die Psychos. Man hört es man hört es jetzt auf dem Mikro nicht so besonders gut, weil ich einen ziemlich starken Filter drauf habe. Und alles, aber die beleidigen hier, die schreien Hurensohn, Arschloch, Wichser und ich weiß nicht was noch alles. Reini, ganz schnell, die Post ist da. Schnell! Nicht, dass die Hater deine von der Amazon Battle-Liste ergaunerte Beute beschlagnahmen. Die machen hier noch viele andere Geschichten, die hier abgehen. Ja, gehen her und bauen die Scheiße. Ja, und so weiter und so fort. Ja, und etc. Die Hater randalieren jetzt hier wieder richtig und machen hier den ganzen Tag wieder Scheiße. Das ist definitiv total neben der Spur. Letzten Endes ist es immer dasselbe. Letzten Endes! Diese Polizei habe ich schon angerufen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass heute welche da sind. Das ist aber der Polizeiruf 1510. Ne? Kennen die meisten Leute von euch nicht mehr, läuft im Öffentlich-Rechtlichen. Herr Müller mit Blaulicht, bitte. Alter, das wäre eine super. Das wäre wirklich. Scheiß auf Polizeirufe 110. 1510, das ist sogar noch eine Zahl mehr, ne? Ich würde es mal anschauen. Die erste Gruppe, die jetzt hier richtig am Randalieren ist. Ich habe die Idee, das könnte man so ein bisschen wie Stromberg oder The Office oder sowas machen, oder? Also, dass da bei der Polizei dann auch so wilde Verhältnisse herrschen und irgendjemand, der da. Ich sehe es vor meinem inneren Auge. Und dann haben wir halt natürlich immer wieder den klassischen Dorfdeppen-Trope, der kommt immer in so ein Ding mit rein. Bei Stromberg war es Ernie, ne? Und bei Polizeiruf 1510 ist es Reini. Die sind hierher gekommen und haben direkt gegen das Tor getreten, haben hier direkt rumgeschrien und. Genau. Ja. Ja, Rainer? Und das ist eigentlich die Post da, aber ich gehe jetzt da nicht raus, weil ich habe keinen Bock, dass die mich filmen, weil das heißt, der mir ignoriert die alle. Und wenn ich rausgehe, ignoriere ich die nicht, das garantiere ich euch. Ja, Rainer, du hast sie schon dadurch nicht ignoriert,
dass du permanent die scheiß Alarmanlage angemacht hast. Auch das ist ja schon eine Interaktion. Das kannst du ja nicht als Ignorieren hinstellen. Ich ignoriere dich ja mal. Ich stream dich ins Internet und mache Alarmanlagenton an. Super ignoriert, Rainer. Eigentlich muss der Postbote das auch wissen. Ich habe schon mal gesagt, wenn da so eine Aktion da ist, dann gehe ich nicht raus. Das müsste er also eigentlich wissen. Ja, und was hilft ihm das jetzt, wenn er das weiß? Hast du doch wieder den Tag beschissener gemacht. So wie du es wirklich mit allen Leuten machst, die irgendeine Dienstleistung verrichten, von der du profitierst. Du machst ihnen das Leben unnötig schwerer. Du wirst es rauswongeln, die Backerl nehmen und wieder reinwongeln können und dein dummes Maul halten. Ne? Dass du da bist, wissen die, weil die haben mitgekriegt, dass du die Alarmanlage angeschalten hast. Also vom Ignorieren, der Zug ist abgefahren. Da kannst du genauso gut rauswongeln und deine scheiß erbettelten Dreckspakete von der Amazon-Battle-Liste entgegennehmen, damit der arme Mann morgen nicht nochmal fahren muss. Ja. Aber es ist halt auch total neben der Spur, was die hier abziehen. Ich meine, die filmen hier auch den Postboten, schreien hier rum, beleidigen die Leute. Ja, es sind leere Worthülsen und du wiederholst dich, Rainer. Weiß nicht. Ja, offensichtlich Eigentlich müsste der Postbote wissen, dass ich nicht rauskomme, wenn die Idioten da so eine Randalierung abziehen. Das habe ich ihm schon ein paar Mal gesagt. Aber ich hoffe, die Polizei kommt jetzt, bevor die hier noch richtig randalieren. Und da kommen noch mehr. Ach ja. Ey, wirklich, ich finde es wirklich schade, dass ich da nicht mal war, als die Schanze da noch stand. Das muss ja echt immer ein Happening gewesen sein. Schaut zu sagen, oh, da finden sich immer wieder neue Freunde. Nur er bleibt alleine. Hey, fette Scheiße! Oh, jetzt meldet er raus. Aber das ist natürlich, da muss man natürlich sagen, streng genommen Hausfriedensbruch. Weil, ob jetzt der Teil da vorne in der Einfahrt, ob das jetzt zu seinem Grundstück zählt oder nicht, da ist, ne, da ist schon genug drüber gestritten worden. Aber dass du nicht einfach übers Tor klettern kannst. Ja, aber ich nehme auch hier wieder an, ne, dass es bei Reini jetzt wieder an der Verhältnismäßigkeit hapert. Ja? Schauen wir es uns an. Einer, von Sonners immer getribbelt, was willst du machen? Herr Winkler! Hast du abgenommen, oder? Spaß, ihr habt Spaß gemacht. Ich habe nur eine kleine Spaß gemacht. Einer hat Pferde kommen. Alter, wie ist er denn jetzt gespawnt? Was ist jetzt passiert? Ist euch das aufgefallen? Da ist er. Eine kleine Spaß gemacht. Stopp. Einer hat Pferde kommen. Da ist ein schöner Schnitt drin. Das Jumpscare-Moment. Hier, ne, diese Five Nights at Freddy's Serie, genau, das Spiel. Ne? Der Müller mit Blaulicht etc. sofort. Letzten Endes genau diejenigen, die herkommen sind und die Scheiße gebaut haben. Die kleinen Mädchen auf den Ponys sind im Übrigen hundertprozentig auch Hater, die da gerade oben vorbeilaufen. Können es auch gleich mitnehmen. Ich hab gesagt, da hat man es wieder perfekt gesehen. Ja? Ich reagiere nicht, einer klettert über den Zaun. Ich gehe raus, der Typ klettert zurück. Ich habe nicht mal die Gelegenheit, ihn mir zu packen und zusammenzuschlagen. Ja, freilich nicht, Rainer. Was meinst du denn? Erstmal bewegst du dich nicht schnell genug, um irgendjemanden zu packen, und zweitens wird er wohl kaum sich denken, oh, jetzt komm, jetzt bin ich da schon drüber gestiegen, jetzt lassen wir vom Rainer wenigstens noch ein paar auf die 12 geben.
damit er auch was davor hat. Weil er sich gleich wieder die nicht vorhandenen Eier einpackt und sich verpisst. Lacht sich über meinen Camel Toe zusammen, ja, weil er keine Eier besitzt, weiß er natürlich nicht, wie das aussieht. Und dann kommen die Polizei. Ja, Rainer, so wie das bei dir aussieht, sieht das nicht normalerweise aus. Den Zahn muss ich da ziehen. Ich weiß, mit dem Zähne ziehen, ne, da wäre es langsam eng. Aber Polizei 5 Sekunden und später runtergeritten. 5 Sekunden. By the way, Leute, ich halte kurz die Fresse, Schnippi-Tools. Bitte gern geschehen. Ganz gemütlich und langsam. Man hat ja keine Eile. Spielt ja absolut keine Rolle. Und ich stehe dann hier, kann den Typen nicht mal die Fresse polieren, wie er es sich verdient hat. Und was ist dann am Ende wieder dabei? Ich fühle mich sicher. Ich fühle mich sicher. Ich bin safe. Mein Leben lang bin ich safe. Ich werde niemals Probleme damit bekommen, dass irgendwelche Leute mir irgendwie ans Leder wurden. Seid ihr noch zu retten? Da wollen die Leute zu mir sagen, du kannst den Leuten nicht aufs Maul hauen. Ja, du kannst den Leuten nicht aufs Maul hauen. Also in beiden Richtungen, wie du diesen Satz interpretieren kannst. Ne? Also du kannst den Leuten tatsächlich physisch nicht aufs Maul hauen, weil du dazu körperlich nicht mehr in der Lage bist, 2 Schritte hinter denen herwungelst, kurz vorm Herzkasperl stehst. Du erwischst niemanden, um ihm wirklich ernsthaft aufs Maul zu hauen, wenn er nicht einfach stehen bleibt und sagt, Rainer, hier gibt er einen. Ne? Und natürlich kannst du auch im rechtlichen Sinne nicht einfach rausgehen und irgendwelchen Leuten aufs Maul hauen, weil sie Herr Winkler gerufen haben. Und sogar nicht mal für die Aktion, dass der über deinen Zaun geklettert ist. Du kannst tatsächlich, glaube, das zählt zu diesen Jedermannsrechten. Du kannst, da du die Polizei ja auch schon gerufen hast, festhalten, bis die Polizei da ist. Ne? Zwecks Identifikationsgedöns. Aber mehr auch nicht. Oder reagiert halt einmal nicht darauf. Fickt euch. Da hat man genau gesehen, was passiert, wenn ich nicht reagiere. Ich habe sogar die Postleitzahl ignoriert. Ja? Und diese Hurensöhne klettern über den Zaun. Und das ist genau das, was ich sage. Und so passiert es immer. Immer, wenn die so aggressiv sind. Ja. Und was du da gerade machst, macht's besser die. Ne? Und es passiert jedes Wochenende 2-3 Mal. Aber ich glaube wirklich auch, ich habe es schon mehrfach gesagt, die Typen, so wie die jetzt da draußen waren, die sind mir jetzt nicht super aggressiv vorgekommen. Ne? Das waren halt Schaulustige wie 99% der Besucher. Die wollten, ne, das ist wie wenn du Zoobesucher bist und du sagst, dann gehen wir jetzt halt mal irgendwie am Affengehege vorbei. Ne? Hoffen, dass man sehen. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn der sich hätte draußen blicken lassen und vernünftig mit den Leuten umgegangen wäre. Einfach vernünftig mit den Leuten umgegangen wäre. Auch scheißegal, auch wenn ihn dann die Leute beleidigen, da kannst du dann auch theoretisch drüber stehen. Ich glaube, die Leute wären, also der hätte einige positive Erfahrungen rausziehen können. Und ich glaube, die Leute, die auf Stress aus waren, wären dann auch nicht mehr hingegangen. Freilich nicht. Ne? Wenn die merken, okay, den kriegen wir nicht provoziert, dann kommen die auch nicht. Dann gehen die zu jemand anderem. Ja? Don't feed the troll. Jedes Wochenende. Und zwar nicht nur Freitag, Samstag, sondern auch Sonntag. Manchmal sogar noch unter der Woche. Schaut zu, dass ihr Land gewinnt oder ich spalte euch den Schade! Ihr seid kein Zauber, Alter! Irgendwann reiß ich euch die Zähne raus! Ah, das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker. Ja, habe ich das noch hier irgendwo? Ja, das war das Bierbild. Das war der Döner-Dulli-Kopf. Warte mal. Ah, scheiße. Habe ich das echt nicht mehr, oder? Ich habe das Bild mit dem Creme Brûlée. Hatte ich. Ihr erinnert euch. Das ist von hier genommen. Das Maul hältst du! Du hast nichts zu sagen! Verpiss dich! Lass wie ein Psycho, du Hurensohn! Ja, Rainer, beruhig dich doch einmal. Schau nur, dass du Land gewinnst, du Fotze, oder
Genau das meine ich. Wisst ihr, es kommen von oben nochmal 2. Hier. Da laufen sie, die 2 Hurensöhne. Kleinen Spastis. Weil sie keine Eier haben, kein Hirn haben und nichts anderes haben. Und dann sagen Leute noch, ich soll mich gedulden. Weißt du? Ich soll mich gedulden. Ja, beruhig dich einmal, Rainer. Ich habe jetzt da nichts erkannt, dass da irgendwas passiert wäre. Ich sag mal ganz ehrlich, ne? Wo ist eigentlich bei euch die Logik hin? Das ist das, was ich seit Jahren sage. Und es geht mir tierisch auf die Nüsse. Weil es ist jedes Mal derselbe Scheiß. Toll, jetzt habe ich mir die Handknöchel aufgeschlagen. Oh, Alter, das ist auch wieder, da macht er wieder diesen Rant und labert seit Ewigkeiten jetzt wieder drum, wie man nicht gern irgendwie wie aufs Maul kaut hätte. Ne? Und dann hat er einen kleinen Kratzer am Knöchelchen und dann wird geweint, der arme Bur. Alter, wie man so erbärmlich sein kann. Die ganze Zeit ne, schlägt er sich auf die Brust, der große Brüllaff. Und dann ist er dann doch wieder so ein Mimöschen. Kommt, ist natürlich, das kriegst du nicht raus. Das kriegst du nicht raus. Der wird als Kind schon immer Pflenner, damit er das kriegt, was er haben will. Und das kriegst du dann natürlich aus einem, sagen wir mal, körperlich zumindest erwachsenen Rainer nimmer raus. Wenn das einmal so drin ist, dieses wehleidige Muttersöhnchen-Getue. Angemessene Reaktion. Ich finde durchaus, dass es eine angemessene Reaktion ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass so ein Wichser schon wieder über meinen Zaun geklettert ist. Aber das war jetzt ein anderer Typ. Einer der Typ, der ist schon lange weg, der vorhin über den Zaun geklettert ist. Den du jetzt angebrüllt hast, wieder komplett jemand anders. Du hast doch gerade gesagt, es sind 2 neue Leute gekommen. Das sind die du angebrüllt hast. Die waren vorher nicht da. Die haben auch nichts damit zu tun, dass da vorher einer über das scheiß Tor geklettert ist. Die kennen halt da gar nichts dafür. Und dann ist es dementsprechend natürlich auch keine angemessene Reaktion. Ganz zu schweigen davon, dass die Reaktion, die du gerade an den Tag gelegt hast, kaum für irgendetwas angemessen wäre. Also wirklich sehr wenig. Das ist eine durchaus angemessene Reaktion nach 8 Jahren. Tatsächlich wäre eine angemessenere Reaktion, dass ich denen eine Kugel im Kopf verpasse. Ich habe nur mein Grundstück, auf dem ich... Der Mann hat 3 Monate später wollten sie tatsächlich, ist er verurteilt worden, ne, für 2 Jahre. Und dann hat der wiederum 5 Monate später eine positive Sozialprognose bekommen. Ja? Also nicht einmal 1 Jahr nachdem hat er schon wieder eine positive Sozialprognose bekommen, dafür, dass er dann nochmal Bewährung, ich wollte es nur gesagt haben. Weil man immer sagt, alles muss ernst genommen werden, alles wird immer super ernst genommen bei Bedrohungen, weil es oft so war in der Vergangenheit, dass Leute, die dann Gewalttäter wurden oder sonst irgendwas oder irgendwelche solche Aktionen geschossen haben, das vorher ja kundgetan haben im Internet und dass man das immer ernst nehmen muss, egal bei wem, etc. etc. Er kriegt positive Sozialprognosen. Ne? ich mich privat zurückziehen kann. Und selbst das kann ich offensichtlich nicht. Ihr wisst nicht, was dieser psychische Druck ist. Ihr wisst nicht, was diese Situation vor Ort dauernd darstellt. Ihr wisst nicht, wie diese Leute reagieren, wenn man sie ignoriert. Ihr wisst auch nicht, wie sie reagieren, wenn man dann reagiert. Außer sie haben es wieder mal gefilmt. Ihr habt keine Ahnung. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder die Aussage, ja, dann hör halt auf mit YouTube. Aha. Schmeiß deinen Job auch hin, weil du mal keinen Bock oder was hast. Will ich sehen. Vor allem will ich sehen, dass du einen Job hinschmeißt, bei dem du so gut verdienst. Rainer, du hast von dieser ganzen Scheiße nichts, aber auch gar nichts verdient. Also, ne, von den Barren nicht, die da kämmer sind. Hast du nicht einen Cent wirklich verdient. Du hast sie bekommen. Das mit den Pferden checke ich halt auch nach wie vor nicht von der Polizei. Das checke ich nicht. Weil letzten Endes ist es so, Letzten Endes? es ist gut, dass welche vor Ort sind. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber mit den Pferden checke ich nicht. Die sind vielleicht im Gelände besser, aber das bringt ihnen ja nichts, außer die hauen ab. Und ein Pferd kommt auch nicht überall hin. Außerdem habe ich das Gefühl, seit die Polizei hier mit Pferden rumeiert, ist es nur noch... Vorhin war aber nicht die Polizei, oder?
Das war aber nicht die Polizei, wo ich gesagt habe, hier, ne, die kleinen Mädchen mit den Pferde. Ah, das muss ich mir nochmal anschauen. Das kann ja fast eigentlich nicht die Polizei gewesen sein, oder? Hm. Hm. Mal schauen. Es dauert, bis der vergiftet ist. Das ist nämlich der Grund, warum ich schreie. Auf die Art und Weise kompensiert. Letzten Endes ist es so, So, aber jetzt mit haben den wir sie Pferden check gefunden. ich nicht. Die sind vielleicht im Gelände besser, aber das bringt ihnen ja nichts, außer die hauen ab. Und ein Pferd kommt auch nicht überall hin. Außerdem habe ich das Gefühl, seit die Polizei hier mit Pferden rumeiert, ist es nur noch schlimmer geworden. Weil die Hater erst recht versuchen, hier zu randalieren. Und die Rainer, was hätten jetzt das miteinander zu tun, oder? Das ist doch. Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zum Tor. Ob jetzt die Polizei mit dem Auto oder mit dem Pferd kommt, ist doch gerade wurscht, wenn es darum geht, wer hier in welchem Maße hergeht und die Scheiße baut. diese Scheiße mit dem Ausgang, mit dem Betretungsverbot interessiert auch keine Sau. Ja, das ist deswegen, weil du das nicht wirklich verstanden hast, Rainer. Du warst der Meinung, der Staat hat endlich was gemacht und jetzt wird die Lex Winkler durchgesetzt und das war halt nicht so, wie du das interpretiert hast. Genauso wenig wie das Belästigungsverbot. Mit dem Rumgeschreie. Ich hab die Schnauze so voll. Der Einzige, der unter dem Verbot mit dem Rumgeschreie wieder zu leiden hat, bin ich. Weil Schaut's mir, oh, ich bin so arm dran, nicht einmal schreien darf ich mehr. Mensch, Reini. Das ist schon wirklich schwer. Also, wenn du nicht einmal mehr irgendwie unkontrolliert Morddrohungen in der Gegend umeinander brüllen darfst, in der Lautstärke von einem landenden Jumbo-Jet, dann das ist schon Mobbing, muss ich sagen. Ja, ich nicht rumschreien darf, sonst kriege ich genauso Probleme wie die Hater. ja Und zu ich Recht, aber Rainer, zu Recht. Wenn der eine rumbrüllt und das ist Ruhestörung, dann ist das, wenn der andere rumbrüllt, zur selben Zeit auch Ruhestörung. Scheißegal, ob er jetzt derjenige ist, der hergekommen ist, oder derjenige, der da wohnt. Ne? Schrei, um meine Aggression unter Kontrolle zu kriegen, damit ich niemanden die Fresse zusammendreht. Interessiert keinen Menschen. Warum du brüllst, vollkommen wurscht. Du hast nicht zu brüllen. Das ist nämlich der Grund, warum ich schrei. Auf die Art und Weise kompensiere ich meine Aggression. Und das bedeutet für mich im Klartext, wenn ich rumschrei, reiße ich niemanden den Kopf ab. Boah, hier mit eurem scheiß Wachhundsystem, Alter. Das funktioniert nicht, wenn die Hater hierher kommen und ich habe einen Hund. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis der vergiftet ist? Ja, das hatten wir im letzten Video schon. Ne? Schaltet doch mal euer Hirn ein. Da könnte ich mich den ganzen Tag drüber aufregen, ganz ehrlich. Ich bin gleich wieder da. Gut, wieder da. Die Es ging schnell, Rainer. Vollidioten Danke für den Zusammenschnitt, lieber Rendern hochladen. von vorhin, die über den Zaun geklettert sind, sind wieder da gewesen. Ja, erst einmal, Rainer, die sind nicht über den Zaun geklettert, einer von denen ist über den Zaun geklettert. Hm? Es ist, ganz ehrlich, auch wenn es immer nur, manchmal sind dann so kleine Nuancen sind, aber bei ihm lege ich es besonders aufs Goldwagerl, weil er dringt diese kleinen Nuancen absichtlich da rein. Ja, dieses Mini-Lügen immer zwischendrin, aber Hauptsache gelogen muss immer sein, ne? Das ist keine Stille, ich schreibe gerade was und korrigiere das gerade und muss das noch fertig machen für die Polizei. Wegen dem Hausfriedensbruch von vorhin. Den 24.07.2020. Wir werden den Stream kurz beenden. Ich starte ihn neu, damit wir das besser in eine Playliste packen können. Wir sehen uns in ein paar Sekunden wieder. Müsste leider den Stream dann nochmal neu reaktivieren, weil das nicht in diesem Stream hier weitergeht. Bis gleich. So, los geht's. Jetzt kommt der Hermesbote. Uiuiuiui, hier haben wir noch ein bisschen Gaming-Streamen, ne? Aber Gott sei Dank nicht allzu lange. Aufwertung, Herr. Das bedeutet noch mehr Schergengemetzel. Ach, das war eine Befehlsaufwertung. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und schon wieder zwei so voll Idioten.
Das waren keine Hater. Das war nur die Zeitung. Mal, habt ihr alle kein Leben? Oder was ist bei euch denn schiefgelaufen bei eurer Erziehung? Schon wieder einer. Das kann doch nicht sein, sagt man. Habt ihr denn echt nichts anderes zu tun? Ja, das muss ein schöner Tag gewesen sein. Im Sommer 2021. Ja, und es war Corona. Natürlich haben die nichts Besseres zu tun. Ne? Draußen hat man sich ja tagsüber zumindest noch bewegen dürfen damals. Wenn du jetzt schaust, dass du dich verpisst, schiebe ich dir das Handy bis zum Anschlag in den Arsch. Und dann wette ich mit dir, dass dir das Grinsen vergeht, Vierauge. Ja, was mit ihm passiert, ist Mobbing, aber Leute irgendwie zu diskriminieren, weil sie eine Sehbehinderung haben, das ist cool. Ne? Rainer Winkler. Und der nächste Hurensohn. Könnt ihr mir glauben, dass es mir da echt die Lust fehlt zu streamen? Und jetzt fliegt wieder irgendwas über den Zaun. Irgendwann gehe ich raus und schieße denen einfach ein paar Kugeln in den Kopf. Ja, Rainer, du kriegst aber in diesem Land nicht eine Waffe. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Reini. Wollt ihr mal wissen, wie viele Hater heute schon da waren? Ja, ich hätte es mal zusammen, ich hätte eine Strichliste machen können, aber es war mir dann auch irgendwo wurscht. Also es war ein paar, offensichtlich. Du scheinst ein sehr beliebter Mensch gewesen zu sein, damals schon. Das sind 55. Ich kann alles mal zusammenrechnen müssen erst. Ja, dann stimmt's gewiss nicht. Also erstens stimmt's deswegen gewiss nicht, weil du es gesagt hast. Kann man immer davor ausgehen, dass es nicht stimmt. Und zweitens, wenn du sagst, du hast es zusammengerechnet, dann stimmt schon zweimal nicht. Nee, stimmt nicht ganz. Ich habe etwa mit 50 Leuten mich schon geprügelt von den Hatern. Und von denen sind gerade mal 2 oder 3 nochmal wiedergekommen danach. Ja, das liegt halt vielleicht daran, dass wirklich die allermeisten bloß einmal dort waren, Rainer. Ja, also, noch dazu hat, er stellt es jetzt so dar, als hätte er sie mit 50 Leuten gleichzeitig geprügelt. Was natürlich Bullshit ist, brauchen wir nicht reden. Wenn da 50 Leute hingegangen wären mit der Intention, sich mit ihm zu prügeln, dann wäre die Nummer ganz anders ausgegangen. Mit dem Drachengame. Und jetzt von ungefähr 65.000, die schon hier waren, insgesamt in 8 Jahren. Also 55 waren es bis jetzt. Ungefähr 5 muss man abziehen, weil ein paar waren schon öfter da. 5 von den 7 zum Beispiel waren ja vorhin nochmal da. Also muss man die abziehen. Aber das sind dann immer noch 50. Und jetzt ist es noch nicht mal 3. Die Mehrheit der Hater kommt im Schnitt zwischen 3 und 5. Lachen sich in den Arsch ab über ihre eigene Dummheit, Alter. Das will ich erstmal. Halt endlich das Maul. Wenn ich rauskomme, breche ich dir den Kiefer. Also bleib ich lieber drinnen. Weil du, Feigling, hinterher zu den Cops rennst. Weil du vorher die Fresse aufreißt und wenn dir dann jemand die Fresse stopft, hast du keine Eier mehr und verpiss dich. Also halt die Fresse und schau, dass du Land gewinnst, bevor dir wirklich jemand den Kiefer bricht, du Arschloch. Ja, Reini, pass auf, da kommt einer mit dem Radl. Er ist sicher brutal gefährlich. Ein feiges Stück Scheiße wie du, was das Maul aufreißt, aber keine Eier hat, sein Mann zu stehen. Du bist ein ganzer großer Feigling. Keiner, pass auf, dass du nicht wieder die Knöchel verletzt. Bleib locker doch wegen den Nachbarn. Wegen den Nachbarn, ich scheiß auf die Nachbarn. Ja, das ist richtig. Und das wegen wirst ja du dann immer wegen der Lärmbelästigung belangt, Rainer. Die können auch mal ihren fetten faulen Arsch zum Telefon bewegen und die Polizei anrufen. Ich bezweifle, dass auch nur einer von deinen Nachbarn, egal in welchem Alter und welchem Gebrechen, entweder fetter oder fauler als du war. Ich glaube, da warst auf jeden Fall du der Spitzenreiter. Wenn es um Fett und Faulsein geht in Altschauerberg, da hat er sicher ja keiner, hat das erreichen können, das Wasser. Ne? Das muss immer ich machen, weil die zu faul dazu sind. Ich scheiß auf die Nachbarn. Von denen hat keiner so viel Mut wie die Hater. Die haben alle genauso wenig. Ihr habt immer so eine Riesenklappe. Ich habe euch vorhin schon gezeigt, was passiert, wenn ich locker bleibe. Am Anfang vom Stream vorhin, vom vorherigen Stream, hat man gesehen, was passiert, wenn ich locker bleibe. Da fangen sie sofort an, über den Zaun zu klettern. Und die Polizei habe ich vor fast 30 Minuten angerufen. Großartige Hilfestellung. Ja, ist ein Skandal, dass die dann nicht sofort da sind.
wegen hergehen und die Scheiße bauen. Hab genau gesehen, wie die vorhin abgegangen sind. Waren vorhin 7 plus 6 Hater da, also 13. Waren hier vor meiner Tür gestanden, die Polizei kommt runter, ganz gemütlich und langsam runtergeritten. Ach ja, naja, Wir haben noch nicht mal 3. Und es sind schon über 50 Leute da gewesen. Was glaubt ihr, wie das weitergeht? Heute ist erst Samstag. Das ist nur heute, nebenbei bemerkt. Ich kann euch gerne mal zusammenrechnen, wie viel es gestern waren. Ja, Rainer, Spaß da. Es ist eh gelogen. Ne? Sekunde, gib mir mal einen Moment. Gestern waren es nicht ganz so viele. Gestern waren es 28. Das war relativ wenig für einen Freitag. Das ist wieder jemand, der mich mit dem Hermesboten verarschen will. Pech für ihn, dass der Hermesbote schon da war. Was soll das jetzt werden? Schmeißt sein Müll auf mein Grundstück oder was? Ich krieg einen Anfall. Ja, Reini, vielleicht hat er da auch einfach ein Backeil auf dein Grundstück geworfen. Ja? Weil du nicht dergleichen getan hast. Das war wirklich der Hermesbote. Der ist extra nochmal zurückgekommen, um nicht zu sagen, dass. Wisst ihr, die können alle an die Füße an irgendeine 6 Meter hohe Decke gehängt, dass die so einen halben Meter über der Straße hängen. Und dann wird aufgezogen und dann links und rechts so lange eine aufs Maul kaut, bis sie aus der Fresse bluten. Und das Ganze wird dann 3 Wochen lang hintereinander jeden zweiten Tag wiederholt. Da haben wir wieder unseren Pazifismus-Lord, gell? Ist ja gut, dass der Rainer so pazifistisch ist. Und Gewalt so sehr verabscheut, wie er immer sagt. Vielleicht ab und zu mal jeden dritten, dass sie mal Schiss kriegen. Scheiße, heute kommt er wieder, heute kommt er wieder. Und das kann dann, wie gesagt, mal 3 Wochen lang gemacht und dann werden sie runtergelassen, werden in die Freiheit entlassen. Und dann heißt es, wenn du noch jemals in deinem Leben irgendwann irgendjemanden irgendetwas in dieser Art und Weise tust, dann wird das Ganze wiederholt. Aber dann kommst du nicht nach 3 Wochen raus, sondern nach 8 Wochen. Ich schwöre euch, die werden das nie wieder machen. Ich muss noch zu Ende gehen, ja? Soll ich den Stream beenden? Ja, du kannst ja nochmal irgendwie eine halbe Stunde irgendwelche wüsten Gewaltfantasien ins Internet blöken. Das ist gescheiter. Wenn du meinst gegen Hate, du warst zwar den ganzen Tag nicht dabei, es war heute Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Körperverletzung und so weiter wieder am Start alles bei mir. Wo war denn Körperverletzung, Rainer? Die einzige Körperverletzung war, dass du deinen Körper verletzt hast, als du das Fenster zugemacht hast, weil du sogar dafür steppert bist. Wer hat denn sonst irgendwen Körper verletzt? Es werden sich wieder irgendwelche wilden Geschichten aus dem Arschgebirge geborgen. Aber wenn du meinst, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns auch von dir. Schade eigentlich, ich dachte, du bist anders drauf. Aber sorry, ich lasse mich definitiv nicht so dumm anmachen. Definitiv nicht. Wenn man keine Ahnung hat von der Sache, was hier abgeht. So viel dazu. Ui, ist das Ich laut. komme noch nicht einmal dazu. Ja, ich komme noch nicht einmal dazu, weil du schon wieder viel zu laut bist, Rainer. Ich komme nicht einmal 2 Meter im Spiel, bevor schon wieder irgendwelche Spastis vor meiner Haustür stehen. Was ist das denn? Und dann wundern sich Leute, dass ich solchen Leuten dass ich solchen Leuten Sachen androhe. Gebt mir 5 Minuten mit einem Hater in einem Raum. Ich schwöre euch, der wird danach nie wieder Scheiße bauen. Ja, ne, da gibt's ja keinen Grund mehr. Ne? Also wenn du 5 Minuten mit eigentlich wirklich fast jedem Hater, außer vielleicht Utti, der ist ein Hemd. Grüße geht raus. Ja, aber ansonsten glaube ich, jeder Hater, den ich bisher kennengelernt habe, der faltet die weg in 5 Minuten im selben Raum, so, da ist vorbei das Game. Dann gibt es auch keinen Grund mehr hinzugehen und die Scheiße zu bauen, Reini. Außerdem habe ich niemandem irgendwas angedroht. Ich habe lediglich gesagt, dass man das so machen sollte. Gedroht habe ich niemandem irgendwas. Ich komme keine 2 Meter im Spiel, ohne dass irgendwelche Sackfressen vor meiner Haustür rumstressen. Nein, ich streame heute nicht nochmal, weil ich habe schon 2-mal gestreamt und ich habe die Schnauze voll davon, dass jeder rummeckert, dass ich so und so mich zu verhalten habe, obwohl er selber keine Ahnung hat, wie das überhaupt ist. Und genau deswegen, nein, ich streame heute nicht mehr. Danke euch jetzt fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei und ich schaue jetzt mal, was ich mir zum Abendfressen mache. Euer Drache. Das hat er richtig schön gesagt, ne? Weil Abendessen ist es natürlich nicht bei ihm. Wir haben es alle gesehen, wenn er sich dann wieder die Pizza vom Tellerrand runterzieht. Ja, oder wie er da beim letzten Mal diese Mikrowellennudeln fressen hat. Das war
Appetitlich geht anders, gell? Gut. Einwandfrei, 35 Minuten, das ist eine schnelle Nummer gewesen. Das ist, ja, sportlich. Kurze Nummer zum Einschlafen. Leute, ich hoffe, es hat euch Freude bereitet. An alle Leute, die jetzt noch da sind, vielen, vielen Dank. Tut nicht, was Rainer tut. Mad Love.